dann habe ich irgendwie wieder was über... So, servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren allerhand Folge von Bayerisch für Anfänger. Heute geht es um das, was jeder von uns hat, hoffe ich zumindest, aber nur die wenigsten auf Bayerisch aussprechen können, sag ich mal. Und zwar Anzeigzeug. Los geht's! Erst einmal, was so wichtig war, ein Pullover. Schreibt den Bayern mit B, Pullover. Dann beim T-Shirt haben wir zwei verschiedene Arten der Aussprache, und zwar die einen sagen einfach T-Shirt und manche sagen auch T-Shirt. Also T-Shirt. Dann, was haben wir als nächstes? Hemd. Ein Hemd, da wird in Bayern einfach das D weglassen, das ist ein Hem. So, was sollte jeder haben, aber kein YouTuber hat es vor der Kamera an? Eine Hose. Zur Hose gibt es auch wieder zwei verschiedene Aussprachvarianten, und zwar einmal Hosen und einmal Hosen. Bei uns da. Gibt natürlich insgesamt da noch mehrere. Hosen oder Hosen. Zum Thema Hosen kommen wir aber später auch nochmal spezieller. So, wenn man eine Hosen hat, was braucht man dann meistens dazu? Einen Gürtel. Bei uns wird er als Gürtel bezeichnet. Dann haben wir hier Socken. Socken heißen bei uns Säcke. Und der nächste Artikel wären dann Handschuhe. Handschuhe, zu denen sagt man bei uns einfach Handschuhe. Dann kommen wir zu den Kopfbedeckungen. Da gibt es einmal das klassische Käppi, das sagt man bei uns Kappel dazu. Und im Winter, wenn es natürlich schön kalt ist, ein Ham. Mütze ist ein Ham. So, das nächste drum braucht man auch überwiegend mehr im Winter. Und zwar Jacken. Jacken, wenn es kalt ist, eine Jacke wird entweder als Jacken oder als Joppen bezeichnet. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Hosen. Weil ich gerade schon gesagt, da gibt es wieder eine Spezialvariante, auf die ihr wahrscheinlich auch schon eine Zeit lang warten werdet. Und zwar die, natürlich habe ich auch eine, Lederhose. Lederhosen kehren sie jetzt zum Überbegriff Tracht. Und da wird es nochmal definitiv ein extra Video geben, weil die komplette Tracht erklärt ist. Auch weil das bei den Damen ist mit der Schleifen links, rechts, mitten, weil das alles ist, das wird erklärt. Keine Sorge, das ist alles schon in Planung. Ja, dann habe ich Ihnen wieder was Überlebenswichtiges beigebracht. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ihr dürft natürlich ein Like, einen Kommentar, einen Daumen nach oben, was auch immer da lassen. Im besten Fall natürlich ein Abonnement. Ihr dürft auch wieder mal auf Facebook vorbeischauen, Link in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Bis dahin, seid freundlich. Servus!